goedemorgen allemaal. Mr. John Peters hier vandaag met gedanken uit Gottes woord. We merken vandaag vorig met Matthäus, het laatste kapitel, Matthäus 28. Wil 3 met mijn gedanken uit Gottes woord. With joy I will ever sing, and His great love take me up, set my feet on a sturdy rock, and His great love I've learned the meaning of salvation, and His great love. We zijn nu bald we zijn 3 jaar en het Matthäusboekje was 28 kapitels. En wat is de boodschap van Matthäus? De boodschap van Matthäus is wat we noemen het evangelium. Dat de wereld die we diester, de wereld die we verloren. En zo in Matthäus 2 zei we dat is een baby geboren in Heiland. We gaan wieder en zijn dat hij laat zich taufen, hij laat zich verzekeren, de 40 deel. En hij wil zich jonger. En dat is niet helemaal interessant dat de almachtige grote God, wat alles erschaffen heeft, die wil met ons toe partner zijn, om zijn rijk bouwen, om het evangelium wieder drehen en zo wieder. En we gaan wieder, wo hij Wunder deed, wo hij mensen treft. En we zijn ook dat hij es zeer streng ging dat religieuze, ging dat achte. Ging de schriftgeleerden, Farizeeën, Sadduceeën en de kerkenleiders te de tijd. Waarom? Wel, die waren dollar interessiert in ihre voetenval merken. Die waren dollar interessiert an dat holen ze wieder aan als an diesem Heiland bleiben, wo ze sehen, dat hij weer Gott, dat wir unter euch. En so sie fangen an, Gegenstand zu geben, und mit der Zeit fangen sie an zu planen, was sie anbringen. En we gaan Luther tijd, we gaan Luther tijd hier zijn, wo Judas zich zelfs verkauft voor 30 zilvergroschen. We gaan hier zijn, wo Peter Jezus verliehen deed, zo te zijn. En we weten nu de evangeliums nu, dat bij een kriet, we bloos een jongen, wat ik te wil gaan te gaan, of wat ik te wil te zijn, dat we Johannes. En dan met de Fruus spreekt zich zo, en dus vol weer een broer was de mannen, niet zo. Jezus in de mannen weer bij een kriet, en een paar andere. En Johannes, Jezus starf zo te zijn alleen. En we gaan meer video's van de krietsjong, en wat er alle daar gewoon is. Over dat evangelium, excuse me, dat evangelium is niet vorig ohne de Auferstehung. Paulus sagt zelfs in 1. Korinther 15, dat wanneer keine Auferstehung ist, dann ist het alle Verdammtheit, wat we hier bleiben en wat we hier doen. Dat is niet ohne Ursache zum Leben, sagt er. De Auferstehung, dat wir Gott zijn Stempel, Gott zijn Siegel van dit Goedheiten. Dit is vorig, dit is volbracht. Hij leidt zijn Jezus niet im Graf, aber hij wil hem op van de doodje. En hij zegt, schrijf, hij is de eerste wat er wordt afgestaan. Er wordt afgestaan is. En wanneer dat redt van de eerste, dat meint is dan andere wat er worden nu volgen. Wer zijn die? Oh, dat zijn eigenlijk die. We worden ook een dag afgestaan. Die wordt im Graf zijn, die worden afgestaan ten nieuwen Körper. En die wordt hier dan zijn, wanneer Jezus komt, die worden voets nieuwen afgesteed. En nieuwen Körper krijgen. Dat kan je in Thessalonica, 1. en 2. Thessalonica lezen. So we merken vandaag vorig met dat boek Matthäus. En dan waar we aan dat hier weer een grote lee, hier weer een grote lee is wat hier aanging. Dat is niet interessant. Deze Farizeeën en de Sadduceeën en de schriftgeleerden, die hebben ook gehoord wanneer Jezus gezegd heeft, hij wordt opstaan. En die hebben ook gehoord wanneer Jezus zegt, hij wordt terugkomen. En nu plannen ze hier een van de grootste lees wat het ons gegeven heeft. Dat religieuze, dat achte, dat is dus een vastherren, zeg ik veel. Wat is een vastherren? Hier een video kan je zijn vastherren kampje, dat zit in de ruimte en kampje 2.
Und dann habt ihr nur kleine Herkertjes. Hast du mal ein Festherken mit der Hüte genommen? Das ist sehr, sehr schwer. Und das wird Religion bekeken, das ist ein Festherken und der wird nicht sehr leicht rüt. Diese Kirchenleiter haben sich so bekehren. Da haben sich so drehen, der Handwegen des Jesus Christus. Preis dem Herrn in der Apostelgeschichte lesen, wie Luther dort viele von den Hohenpriester deuten sich bekehren. Und hier wir nu die Leitung, die Verste von der Gemeinde einfach. Und die kommen hier mit einer großen Lehre ab, nicht bloß dort. Sie geben noch Geld, um die Lehre bauen und um die Lehre ablockern. So, was wird, was hier passiert? Weil das sagt die Wächter, und Rom hat beim Graf wenigstens 12 Soldaten hergestellt, vielleicht auch 16, wenn das wieder Mode. Und der Engel vom Herrn kam rauf, und das sagt, dass sie beschwimmen, das Kinder zu sein. Die beschwimmen alle, schleppen alle an, der hat sich das gegrüht. Und nu, als seine Frau, was tun wir mit das? So, hier wären wenigstens 12 Säge, vielleicht auch 16, die würden haben können Säge sein für die Auferstehung. Aber der Wirk der andere sieht, wenn ein römischer Soldat bei seinem Amt einschlucken wir, das würde ihn sein Leben kosten. Das ist bloß warum das hat. Die hat eine Ordnung gemacht, die Soldaten. Und hier beschwimmen sie alle und luten dazu die Hand geschluckt. So, diese große römische Soldaten, große Männer, taffe Männer, starke Männer, die gehen nicht nach Pilatus und bekommen, was sie tun haben, die gehen nach den Kirchenlehrer. Und, weißt du, was das sagt? Sie sehen zu den Kirchenlehrer, was geworden wir. So, diese Kirchenlehrer, die hatten hier das Evangelium gekriegt. Was hatten die Endglut gesagt? Wie ein Engel heraufgekommen und das Jesus wieder abgestanden. Hier würden sie sich haben können bekehren, sie würden hier haben können bleiben, aber, und hier werden 16 Säge für das. Und was tun diese Lehrer? Das heißt, sie hielten eine Meeting in Rot, und dann müssen sie eine Entscheidung, und das wieder eine andere Entscheidung. Sie geben diese Soldaten Geld, bekehren sich da, dass die sollen mit einer Geschichte abkommen. Und die Geschichte ist das. Seine Jünger kamen danach und haben die Leiche gestohlen, weil sie schleppen. Und dann sagen die Kirchenleiter zu diesen Soldaten, wenn das erst Pilatus kommt, wir wollen uns weiter mit denen. Because wenn ein Soldat einschlucken wir, bei seinem Amt, das wird sein Leben kosten. So, das macht nicht mehr Sinn, das hat nicht mehr Sinn. Wo würden nun mal 16 Soldaten alles einschlucken, wenn sie wissen, das können ihr Leben kosten. Aber die Leitung zu dieser Zeit und die vielen selbst haben hier nachher mal mit Lehre geschafft, mit Plüderien und mit Geldsachen. Und dann sagt er, diese Soldaten um das Geld, und deuten das entgeordnet geworden, dann sagt er, was trügt. Das ist die Geschichte, was die Juden von denen haben leiden. Sie würden sagen, dass die Jünger wären gekommen danach und haben die Leiche gestohlen. Interessant, dass alle Jünger, die da hängen verschlossen deren wären, haben really nicht gelehrt, kämpfen in der Feiten, so ein Soldat, dass die würden hier haben können, gegen 16 Soldaten gehen und überwinden die und stehlen Jesus in der Leiche, ne? Das darf nicht mehr sein. Das ist meist zum Lachen. Und dann sagt es hier jetzt sich wieder, dass die Aufjänger, warum auf, wegen Judas wir nicht mehr, den unsere Luther, den sie steht fallen in der Apostelgeschichte, das wir Matthäus, was er kriegt. Und dann gehen sie in Galiläa, kriegt es Jesus befohlen hat, und sagen sie am durch, und dann sagt er was Interessantes. Die meisten den anbeten, aber was sie zweifelten. Und ich glaube, dass die Farse ist, dass das gleich diese Menschen daran, wegen sie hatten so viel belebt und so viel gesehen, sie hatten Jesus, sie wissen, dass wir sterben. Und hier steht er für uns. So, das sind auch so nur was zweifeln. Luther, wir wollen noch ein paar mehr Botschaften haben über die
Auferstehung von der anderen Evangelium, so wie Lukas, Markus und Johannes. Und dann wollte ich dabei nur das Thema von Ostern. And by the way, ich freue mich hier bekannt zu merken, dass wir wollen nur das, weil wir es mit Matthäus fertig sind und mit den Ostern-Botschaften. Und dann werden wir übergehen in das Buch Jona im Alten Testament. Jona wird der Prophet, der nicht so recht leben will. Aber hier als Jesus auf den Boy, hat er Befehl gegeben, sie sollen ihn betrafen. Und dann sagt er, was die End. Und ich will gut sein, ich glaube, die meiste von unseren Deutschen haben es vergessen und tun es nicht mehr. Aber was sagt Jesus, was wir in seiner letzten Wort, er tritt in den Himmel? Er sagt, alle Kraft hast mir gegeben, den Himmel und auf Erde. Das Jesus hat überwunden, das Jesus hat gewonnen, über den Tod selbst, über den Hell, über Himmel, über Erde. Excuse me. Und er sagt, was sie tun sollen. Nicht gut. Und merkt Jünger von allen Ländern. Und deupt in den Namen von den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Lehrt alles, was ich Kind gelehrt habe. Und guck mal, ich sie immer mitgehen, was das Ende von der Welt. In der anderen Evangeliums lesen wir dann, dass er von kann abzuheben. Und er soll nam einer Lauf nach Hause gehen, was er nicht mehr zu sein wird. Und dann sind ein paar Engel, die sagen, was kriegt ihr nach Hause? Das ist was kracht so zurückkommen, was du nach Hause getan hast. Nu sieht Rock, nu sieht an Arbeit. Was wir nicht die Jünger ihre Arbeit? Sie sollen gehen, sie sollen lernen, sie sollen deuten. Und einfach gesagt, sie sollen andere vertellen, was sie gesehen und belebt und gelehrt haben. Nu würden sie dann gehen mit der Kraft von den Heiligen Geist. Und die wird bald ausgegoten worden, so wie in der Apostelgeschichte 2 lesen kann. Nu, als meine Frau, so wie uns vielleicht da das annehmen, so wie vielleicht da unsere Jugend Mutter sprechen, dort ein Missionar sein, oder ein Diener sein, oder rücken, das ist ein gutes Ding. Wie Deutsche legen sie sich auf eine Stelle zu sein. Das ist wieder haben, nicht? Wir legen uns eine Darpa, wir legen uns eine, wir gehen gleich da, legen rüt. Aber welche unsere Vorväter, nur die Männer Siemens Tiet, die gingen sehr rüt. Die gingen immer 2 bei 2. Und wir haben dir vor, dass die würden nicht zurückkommen, oder wird bloß einer zurückkommen. Was eigentlich? Die würden das Evangelium rütbringen. Irgendwo haben wir diese Mennoniten dort vergessen. Und du hast sogar gesagt, das ist nicht für uns, das wird zu den Jüngern gesagt. Und ich würde eine Frau haben für die, wenn etwas zu den Jüngern gesagt wird, da würde die Kirche mal 2 Generationen gewesen sein, da würde ich gestorben sein. Die Kirche, die muss das Leben haben, die muss das wieder drehen, die muss mehr Kirchenlieder merken, mehr Christen merken so zu sein. Du hast gesagt, dass ein Schubwort merkt nicht Schub, aber Schub merkt Schub. Und so Jesus hat uns einen Befehl gegeben, er hat uns eine Aufgabe gegeben, und der allmächtige Gott will mit uns top Partner sein, will mit uns top schaffen, um das zu tun. Wo tun wir das? Nummer 1, wir tun das ausleben. Nummer 2, wir tun davon vertellen. Nummer 3, wir tun gute Worte, sodass Menschen werden getroffen werden. Nummer 4, wir würden unsere Jugendmotto sprechen. Lied, studieren und gut wahrlich rüt. Wir wollen ihn unterstützen. Ich hatte mal eine Botschaft über Missionsarbeit. Und dat wir eine Reihe von Botschaften, von wo wir sollen da unsere Jugend rütschecken. Und irgendwem rütschecken, das unterstützen. Und blieb einen Moment getreten und sagte, wenn wir dort tun, was die sagst, dann wollen die Leute Ostern gleich zu sein. So, sie darf gleich an die Missionsarbeit, sie darf bloß an Tub kommen. Und das ist uns vielleicht fair. Und das ist wichtig, aber vielleicht zu wichtig, ne? Wir wollen es durchlassen, Matthäus Brief ist fertig. Wir wollen noch mehr Themen haben über die Auferstehung und wir freuen uns total. Heute hier wie 12 fertig, KIKZ.